Goedemorgen alle. Mir freut het wel van deze morgen hier voor jullie te zijn. Ik had de laatste boodschap wat ik breng, red ik van, ik wil het tweede deel van wat ik dan reden deed, wil ik de nächste boodschap van merken. Aber Gott hat mir wat onder am Herzen gelegt. Und das ist der Friede, den wir haben, diese Zeit im Jahr, wenn wir ranchecken down, wir können sein, wo Gott uns gefällt hat, alle mit der Friede, willst wir kommen. Wir sind in der Zeit im Jahr, wo wir uns freuen down, dass wir können Jesus Christus celebraten, seine Geburt. Und ich will von das Geschenk von das Morgens reden. Und ich habe ein Thema gewählt, was ich habe als das Geschenk von Gott. Und ich will mir zu sagen, dass jeder einer, was Jesus Christus angenommen hat, aus seinem persönlichen Heiland, was das Geschenk angenommen hat, der freut sich total zu das Geschenk. Diese Zeit im Jahr dann hier wie viel und sein viel, wo Menschen Geschenke kaufen tun. Sie haben verlangen, den Nächsten ein Geschenk zu geben, das tun ihr Leben. Und wir freuen uns total. Aber das ganz größte Geschenk, was wir von Gott haben, das soll unser größter Friede sein, das soll unser Hauptfriede sein, diese Zeit im Jahr. Und wir sollen wirklich dankbar sein dafür. Paulus sagt das sehr fein in 2. Korinther 9, Vers 15, heißt es steht von der Gabe von Gott. Er sagt, wir danken Gott für seine große Gabe, damit wir nicht zu beschrieben ist. Und Martin Luther sagt auf Hochdeutsch, das ist eine unaussprechliche Gabe. Das ist eine unutsprechliche Gabe. Das können wir nicht mit Wort aussprechen, der große Gabe, was das ist. Und wenn wir checken, dann wir hier in dieser Zeit im Jahr viel Botschaften und wir hören Lieder und Gedichte und so weiter von Weihnachten. Und auch, wo das lange versprechen wir, dass das Rada wird kommen. Wenn wir denken an die Propheten, was die prophezeit haben, all Jahren vor der Zeit, was Jesus für geboren worden. Wenn wir das ein bisschen betrachten, das studieren und dann checken, wann das passieren, das spielt sich so ein seine Freude, was immer gerade einer kann, das immer da sein, wo das wirklich passiert ist und wo das sich angenommen hat. Und zu der Zeit, als das bekannt gegeben worden, wir viele Menschen, die werden gleich bekannt mit das. Als Jesus dann nicht kam, die geboren wir, die Menschen verfehlen sich, dass das zu der Zeit passieren wird. Und sie werden nicht bekannt damit, weil sie werden sich nicht mit der Schrift wirklich bekannt. Und ich dachte an Herodes besonders, als die Wesenmänner von Osten gekommen wären, sie haben dort Stirn herangegangen, um zu sein, wo das König, die Juden König, wo geboren wurden. Als sie später heim mit Jerusalem kamen, sie gingen dann in das König Herodes und frühen Abend, wo das König war, was soll geboren worden. Und er wird sich da nicht bekannt mehr, er weiß gar nicht, er kann nicht wissen, wo das passiert war. Und das sage ich in Matthäus 2, Vers 3, als König Herodes dort hier, was das Wesenmann zu sagen haben, dass ein König geboren war, sagt er, als König Herodes dort hier, verfehlt er sich. Er verfehlt sich. Und sagt er, in ganz Jerusalem mit ihm. Also hier ist es hier, dass das haben sich da nicht verloren, dass das wird dort passieren, in der Zeit. Sie verfehlten sich alle taub. Und dann war er neugierig, was wirklich soll passieren. Er sagt, dann lädt alle Hohepriester und Schriftgelehrte von Volk taub kommen, um zu forschen, wo Christus soll geboren werden. Also nu fangen wir an zu studieren. Nu nehmen wir die Beker rüt und sagen sich, wo das soll passiert werden, wo das soll sein. Und sie forschen sich das noch. Und als die Hohepriester haben taub gekriegt und das neu gesehen haben, sagt er, und sie sehen in Bethlehem in Judäa, weil dort ist, was der Prophet geschrieben hat. Also der Propheten haben das all geschrieben, lang und verrückt. Und wenn das ja in Eberhausen hat, was der Propheten so viele Jahre und drei all geschrieben haben, und das checken, dass wenn das passieren wird, und wo das passieren wird, dass wir bloß so krank stimmt das mit was die prophezeit haben, die viele Jahre und drei all. In Jesaja 9, Vers 5 sagt es, Wils uns als ein Kind geboren, wir haben einen Sohn gekriegt und er hat das Reich zu regieren. Er wird der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater,
in der Friedensprinz genannt worden. Hier sagt er all, wie es uns essen Kind geboren. Worum schrift heißt es dort, dass das Essel passiert, das Essel Kind Essel geboren. Das wären bis 700 Jahre vor Jesus seine Geburt. Ich glaube, worum heißt es das geschrieben, dass sie hatten ein Versprechen gekriegt und sie nahmen das Versprechen so an, als wenn das wirklich auch passiert wäre. So hat können sein, uns das Kind geboren. Sie nahmen das an, als das wieder passiert. Wenn Gott uns was verhalten hat, dann haben wir das so annehmen, als das wirklich auch passiert. Und ich glaube, deswegen können die Propheten das schreiben. Und er sagt auch sogar, was wird genannt worden. Er sagt, er wird der wunderbare Ratgeber, der mancher Gott, der ewige Führer in der Friedensprinz genannt worden. Das wird er sich genannt. Und dann, wo wir in Jesaja 35 drehen, durch ein paar Versen von Vers 4 anfangen, sagt das steht. Sagt zu dir, wo ihre Mut verloren haben, halt ihn stark, habt nicht Angst, horche mal, jün Gott kämpft. Also jün Gott, er ist Gott, in den Sehen Jesus Christus. Sagt jün Gott kämpft, er wird selbst kommen und jün raten. Er wird Racheuven und Tret holen. Die blind sind, worden dann mit ihre Augen sein können, und die doof sind, worden ihre Augen aufgehen. Und die loom sind, worden aus dem Reich springen. Und die, die nicht stumm sind, worden mit Freiheit singen. Hier schreibt der Prophet Jesaja nach, was er wird tun, wenn er hier wird abgeirrt sein. Er wird viele Menschen heilen von ihren Krankheiten. Also hier redet er ab von verschiedenen, von denen, die blind sind, und die doof sind, und die loom sind, die stumm sind, der wird er heilen. Das ist noch eine Ursache, worum er gekommen ist. Nicht bloß haben die Menschen raten von ihren Sinn, aber auch von ihren Krankheiten freimerken und gesund merken. Und dann sagt Jesaja, nach der Haare, den ich dein, wird ut sich selbst ein Teken geben. Kicke mal, eine Jungfrau wird schwanger und wird ein Jung haben, und sie wird den Immanuel nennen, Gott mit uns. Und dann sagt er, hier gleich nach, was das passieren wird. Er sagt, das wird passieren, eine Jungfrau wird schwanger werden, und der wird ein Kind zur Welt bringen, und auch den sollen sie Immanuel nennen, weil Gott mit uns, weil Gott erst gekommen auf Erden. Und das ist gleich, was Jesus auch tut. Wenn wir gucken, was die Propheten hier schreiben, was Jesus wird tun, wenn er hier auf Erden kommt, er wird viele Menschen in Haus bringen, heilen und gesund machen und so weiter. Und wenn wir gucken, wenn wir lesen, was tut Jesus hier, als er hier auf Erden war, das ist gleich, was er tut. Eine Zeit, als Johannes im Gefängnis war, und er hier im Gefängnis, wenn hier von den Dingen, was Jesus tut, er wird sich bekannt mit Jesus, er hat ihn gedeupt, und er kann ihm, er hat selbst von Gott gehört, das ist mein Sehen, und so weiter. Und danach kommt er selbst auf Gedanken, als das wirklich der Jesus Christus ist. So hier hat von im Gefängnis waren, was Jesus verwundert hat in der Umgehung in Jerusalem. Und dann sagt er, aus Johannes im Gefängnis, in Matthäus 11, Vers 2, als aus Johannes im Gefängnis hier, was Jesus tut, schickt er 2 von seinen Jüngern und Leute fragen, bist du der kommen soll, oder soll wir nur einen anderen lernen? Also hier wird er fragen, er wird nicht schwierig, er selbst kann nicht gehen, aber er schickt 2 von seinen Jüngern und sagt, Gott fragt Jesus, als heute ist, was er versprechen wird, oder sollen sie noch einlernen? Also er kommt hier mit dem Zweifel, er weiß nicht näher, was das wirklich der Jesus wird, der Heiland, der Radar, was er versprechen wird. Und ich sehe mir sicher, er wird sich bekannt mit was der Prophet geschrieben hat von diesen Dingen. Wenn wir wieder lesen dann in Matthäus 11, Vers 4, sagt er, und Jesus sagte an, als die Jünger dann nicht gegangen wären, und ich nehme an, sie wollen eine Zeit gespannt haben mit Jesus, und dem beobachtet haben, was er tut, sagt er, und als Jesus an sagt, Gott sagt Johannes, was die hören und seinen. Also er sagt, dort, was die hören tun und was die sein tun von mir. Dann sagt er, der Blinde kann bara seinen, der Lahme kann gehen, der Leprakranke werden rein, der Dove kann bara hören. Todes stehen ab in die Arme, wird das Evangelium gepredigt.
Also hij vertelt aan hier krijgt dort wat Jesaja 35 geschreven heeft van aan wat er wordt passeren. En dat is wat Johannes te Jezus te zijn jingen zegt. Er zullen best teruggaan naar Johannes en vertellen wat ze gezien hadden en wat ze gehoord hadden. Hij had best entdeckt hun antwoord zijn, ja, ik zijn daar. Ik zijn daar Jezus, je wilt niet naar de nächste wieder wem zeken. Ik zijn daar. Maar hij zegt gleich staat. Hij zegt bloß, kijk en hoor wat ik doe. Dan gaat trainen en vertelt Johannes dat. Dan wordt hij weten dat ik dat zie. En ook wanneer hij dan weer kijken dat, en dat het nu studeren dat, wo zich dat ram genomen heeft, al het hoop. En ook wanneer hij zijn geboorte kijken doen, lezen dat. De profeet Jesaja zegt ook dat Jezus wordt hier op de wereld komen, hij wordt een jongvrouw wordt zwanger worden, en hij wordt het kind ter wereld brengen. En dat is zeer wonderbaar. Wo sich das Raum genommen hat, wo sich der Raum nehmen mit dieser Geburt. Wenn er menschlich nur kijkt, dann denkt er, das ist unmöglich, das geht wirklich nicht. Aber ob er jährlich weiter nur kijken, dann ist das wirklich so passiert, dann kann er das auch verstehen. In Lukas 1, Vers 28, da lesen wir von, wo Maria Jas krieg vom Himmel. Sie krieg Jas vom Himmel. Ein Engel kam nach ihr. Het zegt, en de engel kwam bij haar naam en zei, een groet aan die, du begnodigde, de Heer is met die. De engel vangt eerst aan, als zijn Maria naam komt en haar huis naam komt en du bij haar is, en zegt hij, een groet met die. De Heer is met die. Ze hadden daar een groet gekregen van denen. Maar Maria wird hier nur sie hat sich verführt, wird erschrocken über diese Zeit, mit was hier passieren wird, dass ein Engel nach ihr kommen wird. Und sie fragt sich, und sie wundert, was das bedeutet wird. Was bedeutet das, dass ein Engel wird hier nach mein Haus kommen? Das wird nicht so, was der allgemein passieren wird. Sie hat das nach keinem belebt. So hier kommt ein Engel nach ihr und begrüßt ihr. Und sie verführt sich sehr. Und Lukas 1, Vers 30 sagt, dass der Engel übersetzt zu Maria, fürcht die nicht. Fürcht die nicht. Das kann nicht sein, sie hat Angst. Sie soll sich nicht fürchten. Du hast bei Gott Genug gefangen. Und dann vertelt er dort, worauf er gekommen ist. Er sagt, in Seimal, du wirst schwanger sein und wirst ein Sohn zur Welt bringen. Und du sollst an Jesus nennen. En dat is een interessante Nachricht, wat de engel haar gebrengt heeft. Dus du wirst schwanger worden, du sollst ein Kind zur Welt bringen, und sogar der Namen, sagt er, was das soll sein, das soll ein Sohn sein, das sagt, das wird nicht ein Jahr sein, aber das wird ein Jung sein, und den sollst du Jesus nennen. So, da gibt er hier die Details, aller, was da nötig wird, er zu geben. Und wir können verstehen, Maria, sie hat ein Verständnis, was das passieren wird, ein Kind zur Welt bringen. Sie können verstehen, sie wissen, was da muss passieren, dass da muss ein Mann und Frau taub kommen, dass das kann passieren. Und dort schafft das nicht. Deswegen wir so wundern sie sich so sehr, was das meint. Das Vers 34, der Schrift sagt Maria fragt den Engel, was soll das werden? Was soll das werden, weil es noch kein Mann bei mir gewesen ist? Wo kann das passieren? Das ist verartet bei seiner allmähliche Sache. So sei das menschlich denken hier. Nur Verständnis nur, wie das eine allmähliche Sache. Und dann vertelt der Engel dort, wo das wird sich rannehmen. Der Engel sagt, der Heilige Jesus wird über die kommen, in den allerhöchsten seine Kraft wird aus den Schatten über die kommen. Deswegen wird der Heilige, der von die geboren worden soll, Gott sein Sohn genannt worden. Deswegen wird er Gott sein Sohn genannt worden. Das wird nicht ein Mensch sein Sohn sein, das wird nicht Josef sein Sohn sein, mit wem sie sich befreien will, aber das wird Gott sein Sohn sein. Weil das kommt von den Heiligen Jesus. Er sagt, der Schatten wird immer kommen und sie wird von den Heiligen Jesus schwanger worden. Und weil das wird noch keinmal passiert, und das wird auch keinmal passieren.
noch einmal, das wird dann passiert, dass sie schwanger wird von den Heiligen Geist und das wird nicht von Menschen und das wird auch nach Himmel, dass das passiert. Also das wird für Art zu sein, irgendeine allmähliche Sache, wo das Engel das verteilt, was das wird passieren, was ist das wohl annehmen. Deswegen, als das Gott sehen. Weil in der Welt von der sind Menschen, die hier, dass sie sagen, sie sind Jesus Christus selbst. Sie sind Christus. Auf vielen Städten sind so Menschen, die gewahr sind. Und das ist was der Schrift sagt, was da passieren wird. Wenn wir in Matthäus Kapitel 24 lesen, das, Vers 4 sagt, das willst du werden. Viele in meinen Namen kommen und sagen, ich sehe Christus. Und da werden viel verladen. Weil viele Menschen wollen sich verladen von so einem Menschen, das dort. Viele wollen sich nicht bekannt genug sein mit der Schrift, wo sich das genommen haben, dass das einmal passiert ist und dass das durch den Heiligen Geist passiert ist, durch Gott seine Kraft, nicht von Menschen. Und so wollen sich Leute verführen. Das heißt, viele wollen kommen in meinen Namen und sagen, hier, ich sehe Christus. Ich komme noch besandt von einer Gruppe, ich weiß nicht, mehr von Ihnen sind vielleicht bekannt mit dieser Gruppe, in den 1980er Jahren wir eine Gruppe in Waco, Texas. Und da wird eine Versammlung, wo der Taubtheim, da ein Lehrer nur fallen, wo ein falscher Lehrer war, wo die Menschen Ferienlehren hatten, die Menschen, die hatten, wären gefallen, und fallen am nur. Dann haben wir einen sehr falscher Lehrer, in dem sie nun wird David Koresh. Und er sagte zu der Gruppe, dass er wird Jesus Christus selbst, und der haben sich Leute verführen, und da ging sehr viel abbrechen, was da angehen in dieser Gruppe. Und das nahm sich daran, wo die Regierung damit anstoppen und probiert die Menschen rauszuraten, aus dessen Sinne hängen. Und er wusste auch, dass David Koresh wusste, dass mit seinen Ehen kommen, und er will sich nicht Leuten festnehmen, und er will nicht zur Schande gehen, im Gefängnis dann gestoppt werden, so wieder, weil er sagt, er wird allmächtig, er wird Jesus Christus. Und so hat er nahm sein nicht Leben. Er hat sich selbst geschoten. Und da wird es sein, dass er wird ein falscher Prophet und er hat Menschen verletzt, dass er wird nicht der wahre Jesus Christus, was er sieht. Und das wollen mehr sein, das sind Menschen, die sein, das wollen mehr Menschen sein, sie sind selbst Jesus Christus, und wenn sie nicht sind. Und dann wollen wir gucken, dann, wo die Propheten sein, dass wo das Raum genommen wird, wo das Raum genommen hat, und sich wohl Raum nehmen, mit dieser Geburt. In Matthäus 1 lesen wir auch von, wenn wir Matthäus 1, Vers 8 hier sagt, dass Jesus Christus seine Geburt passiert so als das. Aus seiner Mutter Maria, den Josef anvertraut worden sie an. Euer Herr in Haus holt, dass sie all vom Heiligen Geist schwanger wird. Weil hier, Josef und Maria, die werden engaged, haben sich befreien. Sie haben sich einer den anderen versprochen, aber sie werden bei dieser Zeit, wird hier noch nicht gekommen. Und sagt, dass sie werden an euer Josef in Haus holt, dass sie schwanger wird. Ich nehme an, Josef hat sich gesagt, verführt haben. Josef, der leidet Maria, und er wird bereit, sich befreien mit ihr, er wird bereit, in ein Haus zu holen, dass sie sich befreien wollen. Aber nun wird er hier an, dass seine Girlfriend, seine Mial, der sich befreien will, ist schwanger geworden, ist pregnant. Was wird er nun tun? Und was er hier denken, dass er nicht beschrieben kriegt, was er denken, dass von Maria, aber ich glaube, er wird allerhand Gedanken gehabt haben von Maria, was da passiert wird mit ihr, dass sie schwanger wird. Er hat ein Haus geholt. Weil zu der Zeit wird ein sehr strenges Gesetz, wenn der engaged wird mit wem, dass wir dann sozusagen, sie werden all befreit, sie gehören einer den anderen. Und wenn er dann sich so rumnehmen, dass die Frühmenschen dann auf einmal schwanger wird, als sie sich befreit haben, als sie engaged was werden mit denen, das Gesetz liegt sehr streng, dass eine Stadt soll bestraft und das soll zu Schanden gemerkt werden. Und Josef wusste das auch. Josef wusste, was hier passieren wird, wenn die Menschen dort wollen. Was hier mit Maria passiert wird. Sie wird noch nicht tot gekommen, wird noch nicht befreit und sie wird aber schwanger geworden. Das sagt Josef, ihr Mann, wir fromm und will nicht zu Schande bringen. So plant er sich im Stallen von loszumerken. So er hat hier bei sich selbst, er plant am Stall, sie wollen das bis auf sein, dass sie sich nicht befreien wollen. Weil er will Maria
nicht zu Schon bringen. Und er wusste, dass das was passieren würde. So er dachte, sie würden etwas auf sein, er würde etwas abstellen, dort auf sein, und vielleicht er würde sehen, wo ich gehen, und Lot und Maria, wo ich gehen. Er will nicht haben, dass sie soll durch diese Schon und durch diese Struf gebracht werden. Und das Gesetz, das in Moses sein Gesetz geschrieben, was er davon geschrieben hat, in 5. Mose 22, Vers 23 sagt es steht. Und wenn du verkämmt, dort in dem Jahr, der versprochen hat, sich mit einem zu befreien, mit einem Mann, das Hauptgewas das, die sollen die alle beide nur der Staatsput gebracht worden und da gesteinigt, dass sie sterben. Also da sollen sie durchgemerkt werden in der Stadt für alle Menschen. Und ich das ein bisschen studieren, wo das gesagt dann Lüden, dass wir dann aufmals, die mussten für alle Menschen gebracht werden, dass die Menschen alle können sein, was da passieren wird. Dass das sollte schon gemerkt werden für die Menschen, um die zu wissen, was da passieren denn mit so einer Person steht. Wo die bestraft werden. Und das, wo Josef sich vergrühlen hat, hielt sich so. Er will das bis auf sein, dass Maria nicht wird brücken durch das gehen. Und dann sagt er, dass all die beiden mussten dann für die Lehrerschaft gebracht werden. Der, was das getan hat, und auch der früher, was das passiert wäre. So David am Hirn hielt sich so, er hat sich gedacht, was wäre ja was sein, und ein anderer Mann in ihr Leben, dann gekommen ist. Aber Gott beskriegt, was er denken deed, was er plan deed, und sagt er wieder in Vers 3, Johannes 8, Vers 3, dann brachten. Und ich will hier lesen ein Beispiel von was die Schriftgelehrten und Pharisäer auch deden, als sie eine Früh hatten getroffen dabei, in Johannes 8, Vers 3. Sie brachten da eine Früh in Jesus und sehen zu Jesus, was das gesagt zu lüden deden. Sie hatten das Frühmensch getroffen dabei, dass er das getan hat. Und die brachten sie dann für Jesus und früher zu Jesus, sehen zu Jesus, was steht da mit das? Also das Gesetz lügt es das. Also Moses hat uns ein Gesetz, dort gebaut, die Jeft, so eine Früh zu steinigen. Was sagst du dazu? Also das Gesetz wird sehr bekannt zu den Menschen zu der Zeit. Und dann trägt in Matthäus 1, Vers 20, sagt er darüber, als er das geplant hat, das ist Josef, als er das geplant hat, dann kam den Herrn sein Engel nur am im Traum und sagt, Josef, du darfst ihn sehen, schü dich nicht dafür, deine Frau Maria zu dir zu nehmen, willst dort, was sie in sich trägt, als vom Heiligen Geist. Wahrscheinlich ist es nicht hier, dass Engel, Gott schickt den Engel zu Josef, dass er erklärt und sagt, was hier passiert ist, da nicht alles denken von Maria. Dort, was sie drehen, das kommt von den Heiligen Geist. Und dann sagt er, und sie wird einen Sehn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, weil er wird sein Volk von ihrer Sünden raten. Gott will hier ganz klar haben, dass Josef soll nicht alles denken von Maria. Dass er das auch wird klar haben, was passiert wird und was passiert wird mit Maria. Das wird Gott sein Plan, dass das passieren soll. Dann sagt er dort in Vers 22, dort als alle Durchwegen so genommen, dort es so wird, als der Herr durch den Prophet Jesaja hat, der du seht, kicke mal, eine Mial wird schwanger sein und wird in Sehen zur Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen, das meint Gott mit uns. Also das soll gleich passieren, was als die Propheten ja geschrieben haben, dass die gesagt haben, was da passieren soll. Und das passiert hier nu. Dann sagt er, als Josef von Schlup abwürg, dat hij wat dem Herrn zijn Engel aanbeval en nam Maria met een huis en zijn Frau. So, nu kann er im Frieden ganz gehen, nu hat er von Gott selbst gehört durch den Engel, was passiert wird und dass er kann Maria deswegen nehmen und nicht brücken Angst haben. Und so passiert es, so nahm es darum, dass sie braucht ein Kind in der Welt, wo der Jesus Christus wird, der Heiland, der uns raten kann, der mich und die raten kann. Und das ist das Geschenk, das ist die Gabe, wo wir uns befreien können. Der uns versprechen wir, der kommen wird in dieser Welt, die Welt zu raten. Der die ganze Welt raten kann.
Und wir weten dort, dass jeder einer braucht dessen Radar, der braucht dessen Jesus Christus, das Geschenk. Alle Menschen brauchen ihn. Wie es sagt in Römer 3, Vers 3, finde ich, sagt, du hast keinen Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt. Und die haben durch ein Taughart, was er bei Gott sein soll. Also wir können hier jeder einer als Taughart gefallen. Der hat sich versündigt und der braucht dessen Radar des Herrn Jesus Christus. Und das ist der gekommen ist, auf der Welt uns zu raten von unserer Sündenschuld. Ich höre mal eine Geschichte von einem Prediger, der wieder in der Stadt gegangen und als er da auf der Groß gegangen ist, dann begegnet er da was nach der junge Jungs, eine Gruppe junge Jungs, da hat er einen nahen Hund in der Mäd und er hält an und fragt die Jungs, was sie da tun. Sagen sie, weil sie wollen sehen, wem dessen Hund will treffen. Sie haben geplant, dessen Hund beizugeben, aber sie wollen sehen, wem den treffen wird, so sie werden sich einig geworden, der wäre ganz stolz legen können. Den würde den Hund treffen. Den würde den Hund geben. Oh, dann hat der Prediger die Gelegenheit, dass die Jungs dann mit die Pferde nehmen, mit Pferde predigen. Und sagt da, wollt ihr nicht das Lehen als eine Graute sind, das Arach lehen. Sagt er, ich kann alle wie, ich lüge keinmal, ich habe noch keinmal gelernt. Dann sind die Jungs in Schutz gestellt, kicken sich an, auf einmal sagt einer, den Hund gehört arm. Sie hat den Hund arm. Weil das vielleicht, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht eine wahre Geschichte, aber das ist ein Beispiel, weil ihr alle Menschen, der sagt, alle Menschen sind kalt gefallen. Und dann, wer das ist, oder wo. Alle haben sich auf einen Weg oder auf einen anderen Weg verschuldigt, gegen Gott. Und jeder einer braucht einen Radar. In 1. Johannes 1, Vers 8, und eine sehr bekannte Vers wird sein, dass, wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, dann leben wir uns selbst was fair. Und haben die Wahrheit nicht in uns. Das wird der Schrift sein. Wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, wir haben Himmel gesündigt, dort sind auch leer, dann leben wir uns selbst fair. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also deswegen braucht wir alle, und jeder einer braucht dessen Radar. Und Gott will nicht haben, dass wir sollen hier bleiben, in diese Sünden sterben, dass wir wollen für ewig verloren sein. Das ist Johannes 3, Vers 16 sein, das ist der Guf. Gott ist der Welt so viel wert, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass alle, die da an ihm leben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Er bittet an zu jedem ein, zu allem. Und er will nicht haben, dass der soll verloren gehen, dass keiner soll verloren gehen. Das ist, was sein Willen ist. Und das ist das gute Geschenk, wo wir uns freuen sollen. Und ich glaube, jeder einer soll sich dazu freuen. Und du hast auch kein Weg. Das ich auch sehe, da sind Menschen, die sagen, sie sind Jesus Christus, sie sind der Heiland, aber sie können kein Raten. Das sind Lehrers, sie können kein Raten. Du hast bloß ein Weg. Das ist Apostelgeschichte 4, Vers 12 sein. Und du hast auch in 6 keine Beratung, weil uns Menschen es unter dem Himmel 6 kein Namen gegeben, durch dem wir können selig werden. Du hast bloß den einen Weg, durch den Worten Jesus Christus. Das keiner kann das tun. Und weil das ist wirklich traurig, dass in Schule, dass so viele Menschen von der und Tag, die freuen sich euch zu dieser Zeit im Jahr. Oder sogar zu der Zeit, dass Jesus Christus geboren wird, die freuen sich euch dazu, weil sie haben das Verständnis selbst nicht begriffen. Sie haben das nicht mal angenommen, sie sind nicht nur neugierig dazu. Sie schreiben das weg. Aber das sagt in Johannes 1, Vers 12, all die am abnehmen, in und seinen Namen glauben, gebe er der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Also das hat zu tun mit dem Glauben. Wer das glauben hat, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der gibt er der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Der das nicht glauben hat, der hat nicht die Macht gekriegt. Weil viele Menschen, das ich auch sagen, viele Menschen haben diese Freude nicht. Weil sie sind nicht bekannt genug mit dort, was passieren könnte, ernst. Sie sollen lieber Jesus Christus rüberschreiben, in dieser Zeit, die wir feiern dann, Weihnachten. Sie probieren alle, Jesus Christus rüberzunehmen.
die gleichen die Helgedag te houden, aber nicht Jesus Christus in der Helgedag, worum die wieder celebraten doen. Viele Menschen, die freuen sich zu der Zeit, wo sie können aufhören und doen was immer, aber nicht, die nicht Jesus damit annehmen, dass Jesus ist, was sie dann feiern, der Helgedag. Und du weißt groß, einer hat viele Menschen von der und Tag, was sie sagen, nun, weil ich habe nicht mal die Zeit gewusst, wann Jesus geboren wird. Und da probieren sie verschiedene Wege und probieren sie die Freiheit wegzunehmen von den Menschen, was diese Zeit feiern tun. Sagen sie, das wird nicht mal die Zeit, wo Jesus geboren wird. Und dann wollen sie die Menschen im Zweifel bringen und dass sie selbst unter Gedanken kommen und sogar denken, so, na ja, dann brauchen wir auch Weihnachten feiern. Und viel dann auch gleich durchgehen. Weil das ist gleich das Wichtigste, wann das passiert wird. Ich weiß gleich, was von da das passiert wird. Ich weiß gleich, als Jesus wirklich in Dezember, den 24. geboren wird. Ich weiß das auch gleich. Und das sagt auch gleich. Die Bibel sagt gleich, dass das den Tag passieren wird. Aber was das Wichtigste ist, dass wir haben in der Zeit zu sehen gesagt, was wir nehmen tun und uns freuen tun und Gott danken und loben, dort haben sie ihn geschickt haben. Uns als eine Gabe. Und mir freut, dass so viele Menschen die Freiheit haben, dass sie sich freuen und teilnehmen an dieser Zeit. Und ich weiß, so eine Menschen, die sich sagen, die noch nicht angenommen haben als persönlicher Heiland, der hat das erfahren, hat Himmel gemerkt, der weiß nicht mal mehr, was für eine Freiheit das wirklich bringt ein Mensch, was diese Gabe angenommen hat, die größte Gabe, was der jemals gegeben ist worden. Und weißt du, wenn du diese Gelegenheit noch nicht wahrgenommen hast, wenn du wer ist, was du noch nicht hast, und die tun, nicht zu Weihnachten, ich will einer zu sagen, die wollen Weihnachten ganz anders feiern, als sie hier haben. Die wollen eine andere Freiheit haben, zu das Geschenk, was Jesus für ihn getan hat. Ich weiß, dass Jesus hat angenommen als mein persönlicher Heiland, wir freuen uns sogar mal zu Weihnachten, zu der Weihnachtszeit. Dann kriegen wir Geschenke und so weiter, und dann können Geschenke aufteilen und auch Geschenke nehmen. Und das von der und da heute noch scheint. Wir freuen uns. Weil kann sein, wenn wir die wir leben tun, also Kinder besonders, wenn wir zu Weihnachten dann Geschenke aufteilen, was von der großen Freude das gibt. Aber weißt du, das ist nicht die Hauptsache. Das Geschenk, was wir gekriegt haben, das Geschenk von Gott selbst, das soll die ganz große Freude bringen. Und ich würde in jedem eintragen, wenn die die Freiheit noch nicht haben, warum das nicht wahrnehmen? Nicht zu Weihnachten. Dass die kann der Erfahrenheit auch selbst merken und fühlen, was das ist, wirklich Rat zu sein. Und dann können wir Weihnachten ganz anders feiern. Da wollen wir Jesus anders ansehen, als wir mit hier haben. So mein Wunsch und Gebet würde sein, wenn der wer ist, was diese Gelegenheit noch nicht wahrgenommen hat, warum nicht? Ich darf mir einmal zum Schluss bloß die Gelegenheit geben. Das von der erste Tag. Der Chef sagt, wenn wir Gott sein Wort hören tun, und der Heilige Geist uns ankreuen, dass wir hören sein Wort und wir uns Gott hart merken tun. Das ist gefährlich. Das ist der Titel, nicht einmal da sein. Von der erste Titel. Das gehen hart nicht hart merken. Wenn die das noch nicht haben. So ich würde anrufen, dort die Gelegenheit wahrnehmen, von der willst du die noch hier ist. Wir wollen noch zum Schlusstag werden. Großer Gott, himmlischer Vater, ich komme schon zum Schluss mit dieser Botschaft im Himmel für dir und ich will dir danken, Gott, für das große Geschenk, was du uns gegeben hast. Das ganz größte, das beste, das erste Geschenk, was du jemals hast gegeben worden, dass du hast uns das Geschenk gegeben. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich bete, Herr, wenn du eins vererst, was diese Erfahrung noch nicht gemerkt hast, dass du wirst, die am Hort anklappen und enden die tragen. Dass sie auch wollen, das Geschenk annehmen und das aufmerken und das für sich zu nehmen und sich das selbst zu eignen und die ankrauen und anrufen und Hort anlauten als persönlicher Heiland. Ich bete, dass du dort wirst tun, dass du so eine Janje, was der erfahren hat, noch nicht gemerkt hat, dass du den nicht wirst im Frieden loten, aber dass du wirst wirklich entwiesen, dass sie auch diese Freiheit haben, die du hast,
reitgemerkt für jedem ein. Und don't wer das ist. Du sagst, dass wir sind alle kalt gefallen. Wir brauchen alle ein Radar. Und das wird den Plan wir, als die das Geschenk, das jede richtige Geschenk schenken, das auf Erden, um viele Menschen zu raten, oder alle Menschen zu raten, dass sie sollen zu der Erkenntnis kommen von der Erlösung. Ich danke dir für die schöne, der gute Nachricht, die wir haben. In dem Namen bete ich mit Danksagung. Amen.